Der Turm des Himmels, hier bei Pokémon, der Held der Abenteuer. Ja, Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen epischen Abenteuer und die Musik verrät's bereits. Hier wird Geschichte geschrieben und da vorne ist sie auch schon. Es ist Amalia und der Soundtrack geht einem voll ins Ohr. Da bist du ja, schön, danke, dass du gekommen bist. Ah, du bist gut, Michael, wirklich beeindruckend. Und weißt du was? Ich bin so überzeugt, dass ich dir etwas schenken möchte, dass ich das lange aufgehoben habe. Ach ja. Lass gemeinsam einen Blick auf das Wandbild werfen, das Innere des Turms ziert. Das erzählt die Geschichte der Menschen, der Pokémon und der Natur. Sie wurde von uns Meteoranern seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergereicht. Und nun will ich diese Geschichte an dich überliefern. Vor vielen tausend Jahren, zu Urzeiten also, durchflossen den Planeten schier grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Proto-Groudon und Proto-Kyogre lieferten sich im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Proto-Form völlig machtlos. Es blieb ihnen nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende nehmen würde. Zur gleichen Zeit stürzten aus dem Dunkel des Alls hoch über den Wolken unzählige Meteore auf unseren Planeten herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trennern lebte. So, das reicht erstmal. Das war Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir hier eine Pause ein. Was? Wenn 2 bekommst du mir den ersten Stock zu hören. Freut euch schon mal drauf. Okay, den Geschichtenerzähler die Pause macht. Etwas Neues. Oh Mann, der Hintergrund. Hier geht's Pokémon? Ariados, Ariados! Der Voltec! Wäre zwar ein neues Pokémon, aber kein Bock drauf. Oh, dann holen Tiefschlag. Hallo, macht man nicht. Schnell ist das Teil auch noch. Oh ne. Tiefschlag hatte nur höhere Prio. Und das war doch gar nicht mal so übel. Nein, total übel, aber egal. Okay, den Schuss aktivieren muss alles sein, weil ich kann nicht schnell gestört werden. Die Musik, ey, die ist so crazy, creepy. Das schon wieder richtig geil ist. Jetzt mal gucken, ob das reichen war. Jo. Also legen wir weiter los. Denn auf los geht's hier los. Ich glaube, hier drüben könnte es noch was geben. Hier geht's auch hoch. Okay. Oh, seh nix. Seh nix. Ich bin seh nix. Da ist ein Punkt. Ist aber plötzlich. Nein, ist egal. Die Drachenhaut. Für die Entwicklung von Seemon zu Cedar King. Ja, das ist unbedingt nötig. Wieso verliere ich überhaupt wieder ein Itemradar, sobald ich mich über eine Treppe bewege? Das ist doch voll fies. So, ist auch nichts mehr. Blub. Alles voll zerstört hier. Und dann geht's da rüber, da waren wir zuvor bereits. Und da bist du ja. Okay, weiter geht's mit Teil 2. Ne, bestimmt schon gespannt, wa? Trommelwirbel, die Spannung steigt. Ja, Schnauze, da geht noch los. Die Meteoriten strahlten an Farben des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht. Plötzlich fuhr ein ins mirakulöses Licht gehülltes Pokémon vom Himmel herab. Es war, als würde es vom Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Dieses Pokémon war Rayquaza. Rayquaza zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protoform in die Knie und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner der Höhenregion feierten Rayquaza fortan als ihren Weltenretter. Dann, 1000 Jahre später, fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bohrte beim Aufprall mit seiner unglaublichen Masse ein gewaltiges Loch in Meer und Morast. Dieser gigantische Krater sollte später einmal den Namen Xenovil tragen. Interessant.
Oh Mann, ey. Eine Geschichtsstunde auf Meteoranart. Naja. Und hier ist ein Pokémon, das direkt wieder flieht, denn Amalia erzählt die Geschichte weiter. Kapitel 3. An dem Einschlag des gigantischen Meteoriten suchte eine uralte Bedrohung die Menschen heim. Der Aufprall hatte Risse in den Boden Höhns getrieben, aus denen nun die Naturenergie entströmte, die tief in der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Proto-Groudon und Proto-Kyogre wieder aus ihrem Schlaf und mit ihnen ihren alten Zwist. Die Menschen sehen sich nach einem Retter und erinnerten sich an Ereignisse von vor 1000 Jahren, als es in diesem rackgrüne, lichtgehüllte Pokémon erschienen war, weil natürlich jeder Mensch über 1000 Jahre lebt. Und dann geschah es. Der Meteorit, der inmitten des heutigen Xenovilles eingeschlagen war, begann, in leuchtend hellen Farben zu erstrahlen. Der Anblick glich einen gigantischen Schlüsselstein. Und ein weiteres Mal schoss Rayquaza im Himmel herab. Rayquaza hat das Flehen der Leute erhört. Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnung in das Pokémon. Daraufhin vollzog Rayquaza eine Wandlung. Das schwand im grellen Licht und trat daraus in einer Form hervor, die kein Mensch je zuvor gesehen hatte. Die neue Form war noch erhabener, seine überbordende Lebenskraft noch überwältigender. Rayquazas Verwandlung war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogenfarbene Leuchten des Meteoriten, sondern auch auf die Hoffnung der Menschen. Hoffnung. Ein äußerlich nicht erkennbares Gefühl, das im Grunde genommen ein Ausdruck von Ungewissenheit ist. Ja, schön, ja, Mega-Entwicklung ist klar. Alter, wenn ich das ganze Part hier mit Quatschen verbringen, hallo? Geh doch endlich mal weiter. Weiter hineinsetzen, ja bitte doch, das muss sein. Und da geht die Geschichte auch schon weiter. Aber hat es im Ende auch wieder gerettet? Mal schauen. Rayquaza stellt sich erneut zwischen Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Als ein gülden leuchtender Bart im Himmel glänzte, erhellte ein smaragdgrünes Licht die Umgebung und es zog ein stürmischer Wind auf. Das Licht und der Wind beraubten Proto-Groudon und Proto-Kyogre nur ihrer gewaltigen urteillichen Kräfte. Und so zogen sie die beiden Pokémon wieder zurück. Das eine ins Erdreich, das andere ins Meer. Nachdem Rayquaza dies gesehen hatte, nahm es wieder seine ursprüngliche Gestalt und stieg wieder zum Himmelszelt auf. Ein Mann von riesenhafter Gestalt aus einer fernen Region wurde Zeuge dieses Schauspiels. Er sprach folgende Worte: Delta, du kamst, geboren aus der Not des Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns und riefen dich in diese Welt, deren Not du in Frieden verwandeltest. So kam es, als die Meteoraner den gewaltigen Turm errichteten. Dieser Reater quasi regenbogenfarbenen Gestein der Quelle seiner Kraft Tribut zu zollen. Alle ihre Nachfahren sollten die Geschichte rund um die Heldentaten Rayquazas, die sie mit eigenen Augen beobachtet hatten, erfahren. Aus diesem Grund ließen sie schließlich ein Wandbild anfertigen. Ja, ein gewaltiger Turm mit einem Wandbild, das die Geschichte Höhns erzählt. Ich war das Gefühl nicht los, erst vor kurzem irgendwo genauso einen Turm gesehen zu haben. Da geht's bestimmt ähnlich, nicht wahr? Aber gut, wir sind beim letzten Kapitel meiner Geschichte angelangt. Na der Turm hier, oder? Der Himmelturm. Also war doch dieser riesenhafte Typ, halt, den wir noch aus XY kennen, war also doch schon von Jahrtausenden hier und hat das Ganze beobachtet und Rayquaza Namen Delta vermacht. Naja. Von mir aus soll er mal. Wenn er nichts Besseres zu tun hat, dann gibt der Rayquaza eben einen neuen Namen. Gut, kommen wir nun zum Schlusskapitel. Ist jetzt echt geil, Mann. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desaster ahnten die Meteoraner, dass irgendwann ein weiterer Meteorit auf den Planeten herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieser Meteorit doppelt so groß sein würde wie der vorherige und beim Aufprall den gesamten Planeten vernichten würde. Die Hüter der Geschichte grübelten lange, wie sich diese kosmische Krise aufhalten ließe. Sie sahen nur eine einzige Lösung. Rayquaza, ihr Weltenretter, würde beschworen werden müssen, bevor der Meteorit einschlüge. Okay, das war's. Man fliegt also ein Weißwagen, das ist ganz nett und so, ganz nice und tschüss und weiter geht's. Okay.
Also wenn wir wohl echt Rayquaza beschwören. Ach du Scheibenkreis, lassen wir hier runter. Denn ich will noch ein paar Items sammeln, die es hier so gibt. Nehmen wir noch eine TM64, die Explosion. Ja, eine Explosion vom Doppelkampf sehr nett. Außer der Herr Partner hat noch einen Schutzschild drauf, dann geht schon alles wieder auf. Sorry. So, ist hier noch etwas? Nö. Also dann, Freunde, direkt nach oben und jetzt wird's richtig spannend. Endlich mal noch über 10 Minuten, wa? Sieh mal, Avelina. Du hast doch gesagt, du würdest gerne mal den Meteorschau im Sternbild Leufeu sehen. So viele Sternschnuppen, die nur darauf warten, auf uns herabzuregnen. Flumme, Flumme. Na, freust du dich? Freust du dich, Avelina? Flumme, Flumme. Flumme? Willkommen beim Drachenbeschwörungsaltar, Michael. Du hast bereits erraten, was ich vorhabe, nicht wahr? Ja, du willst halt Rayquaza rufen. Genau, ich werde Rayquaza rufen, damit es den Meteor, der Kurs auf die Höhenregion genommen hat, vernichtet. Wenn es gar nicht will. Das ist unsere Mission. Ja, leg mal los. Schon seit ich klein war, habe ich stets meinen Blick in den Himmel gerichtet. Wenn mein Herz in der Last der Angst zu zerbrechen drohte, wenn mein Herz vor Trauer und Schmerz zu zerreißen drohte, immer blickte ich hinauf, um niemals eine Träne vergießen zu müssen. Was mit dir? Ist dir auch schon mal so ergangen? Für dein junges Alter ist aber schon relativ früh eine Midlife-Crisis. Okay, Spaß beiseite. Ja, vermutlich schon mal jedem so, oder? Es gibt natürlich immer mal wieder gute Momente, schlechte Momente, die man irgendwie halb versucht zu überstehen und wieder gestärkt nach vorne zu blicken. Verstehe. Also irgendwie die Musik erinnert mich gerade grausam an die eine Endmusik aus The Last Story. So wie jetzt sah ich immer zu den Stern hinauf, auch mit Avelina. Ob glückliche oder traurige Zeiten, wir haben es immer gemeinsam durchlebt. Ich hab sie geliebt, ich hab sie von ganzem Herzen geliebt. Voll traurig plötzlich. Aber jetzt ist sie nicht mehr bei mir. Hä? Aha! Avelina, von der sie sprach, oder sie halt die ganze Zeit spricht, das ist vielleicht irgendwie... Tja, keine Ahnung, vielleicht ein anderes Pokémon, ein anderer Mensch, wie auch immer. Der dann halt aus irgendeinem Grund dahin schied und jetzt hat sie das Flumel nachgenannt. Vielleicht war das Flumel das Pokémon von Amelina oder sonst irgendein Kumpel, wie auch immer. Oh Mann, oh Mann. Amalia. Moment mal, Amalia, Avelina, vielleicht sogar ihre Schwester, wa? Ach, sie fehlt mir so. Ich vermisse so sehr. Schwester, Mutter, wie auch immer. Eine kleine Avelina. Kleine Schwester wohl eher, wa? Flummer? Bitte, gib mir einen Moment. Und dann wollen meine Erinnerungen an Avelina allein sein. Flumme. Guten Morgen, bist du schon wach? War ein langer Moment, ey. Du hast ja tief geschlafen, kein Wunder. Er hatte ja keine Maske Nacht auf. Du siehst niedlich aus, wenn du schläfst. Okay. Also gut, dann werde ich mal. Ich werde mich entschuldigen für alles. Falls mir das zustoßen sollte, kümmere dich um dieses Pokémon, bitte. Geht direkt zu uns, okay, ein gutes Zeichen natürlich wie immer. Ach, zu den Seelen unserer Ahnen, die diesem Edelstein innewohnen, gesellt sich nun auch meine Seele. Amalia Schlüsselstein beginnt zu leuchten. Ich flehe dich an, erhöhe unsere Bitte, errette uns. Errette uns, Rayquaza! Da ist es.
Das legendäre Drachen-Pokémon. Was willst du, Mann? Rayquaza. Geschafft, ich hab's geschafft. Hey, cool, Mann. Die Welt ist noch nicht verloren. Aber es hat funktioniert. Flammel, Flammel. Nun, Rayquaza, hör mal flehen. Offenbare uns eine Mega-Entwicklung. Deine wahre Kraft. Deine wahre Form, welche die Welt retten wird. Scheibenkleister. Amalia Schlüsselstein sagt keine Reaktion. Oh, das ist nicht gut. Ich habe genügend Schlüsselsteine gesammelt, um den Kraft standhalten zu können. Du bist erschienen. Und dennoch, warum? Bitte, ich flehe dich an für die Mega-Entwicklung durch. Mach doch endlich mal. Dann immer noch keine Reaktion. Ich hab keinen Bock, Mann. Das kann nicht sein. Ist ein Rayquaza? Ist es eine Kraft, die nicht ausreicht? Rayquaza sollte eigentlich genügend Meteoritenmasse für eine Mega-Entwicklung in seinem Körper tragen. Offenbar reicht sie doch nicht aus. Haben die letzten 1000 Jahre seine Kraft geschwächt? Nein, das kann einfach nicht wahr sein. Das war nicht geplant. Briggs, wie guckst du wohl so böse? Also ein Arsch gewesen, ey. Also Mühungen waren. Es war total für den Katz. Aber Lina, ich kann nicht mehr. Flommel, Flommel. Plupp. Die Meteorit von Michael beginnt zu leuchten. Okay. Psiup, psiup. Aber er leuchtet. Wir sind erleuchtet. Die Meteorit von Michael beginnt leuchtet immer stärker. Okay, aber wieso? Dieser Meteorit. Der geht genau wie ein Megastein. Ja, Mann, das ist geil. Quasi verschlingt der Meteoriten von hat das uns gleich mit verschluckt. Uah, ich bin wieder erstarkt. Der Kopf von Rayquaza dringt ein helles Licht. Und jetzt? Hat das gleiche Menge an Energie aufgenommen, die auch in einem Megastein zu finden ist. Der Meteorit hat die Energie erzeugt, die für die Mega-Entwicklung von Rayquaza vonnöten ist. Ja, und wo ist die Mega-Entwicklung? Ich sehe noch nichts. Seht doch, ist es nicht beeindruckend? Michael, du hast Rayquaza Energie verlieren. Jetzt will er sich testen. Du musst ihm zum Kampf stellen. Zeig ihm, was in dir steckt. Das legendäre Pokémon wird als Beschützer der Höhenregion gefeiert. Du musst es fangen. Dass er in der Lage ist. Ich kann es leider nicht. Rayquaza fangen. Echt jetzt? Scheiße, Mann. Okay, Freunde. Fangen wir Rayquaza. Wow. Und ganz ehrlich, dieser Fang wird richtig legendär. Los, Volt, du bist dran. Voltec. Level 70, Alter. Tja, ganz ehrlich. Rayquaza, du gehörst uns. Oh oh, ich dachte, es wird sowieso gefangen und tschüss, Volt. Ja. Ich bin verwirrt, weil eigentlich müsste sich sofort fangen lassen. Also sprich, du kannst auch ein Pokémon werfen, müsste trotzdem reichen. Scheinbar doch nicht ganz, wa? Na, da mal gucken, was uns echt jetzt ein bisschen testen, wa? Los geht's, Stolos! Mega Power! Stolos digitiert zu Mega Chaos. Der Drachentanz, eine echt üble Nummer. Das Verrückte vor allem ist daran, bei Alpha Saphir habe ich es zwar geschwächt, aber nicht genug, sprich hatte nur zur Hälfte und dann konnte es bereits fangen.
Na ganz toll, bin immer noch zu langsam. Nochmal Autotomie! Jetzt bin ich noch schneller, Mann. Das bringt nicht viel. Eisenschweif! Boah, Drachenpuls. Das hat trotzdem ein bisschen wehgetan. Jetzt aber nochmal. Alter, das muss. Ja. Ist eigentlich echt das Verrückte, weil, eben, das war damals. Hä? Jetzt verarscht es mich aber. Also, bei Alpha Saphir war es genau so geschwächt. Gut, die hat es noch paralysiert, aber trotzdem. Genau, wie geschwächt haben wir so gedacht, ich teste mal. Hab glaube das ganze Superball oder so etwas geworfen, mal zum Verschwenden noch und plötzlich, was drin? Ich dachte mir so, hä? Viel zu einfach, habe ich irgendwie gelesen, nein, quasi geht direkt zum ersten Mal ins Netz. Stimmt doch gar nicht, was ist denn hier los plötzlich? Also entweder haben das die Entwickler rausgefixt oder aber ich habe da falsche Infos. Chaos wird überleben. Dann drei Quasis, Drachenpulse. Gut, mit Drachentanz machen das nicht so viel aus. Weil Drachentanz erhöht nur die physischen Angriffswerte, nicht den speziellen. Aber Quasis kann ein bisschen mega stark. Ich will es nicht kaputt machen, das ist natürlich Flug-Pokémon, deswegen müsste es ein bisschen weniger ausmachen. Und bereits der rote Bereich, das ist schon mal sehr schön. Nur hat keine physische Attacke. Also sprich irgendwie so Drachenklaus, so etwas. Das wäre dann doof. So, bleibt jetzt gefälligst mal drin, ey. Kann ja wohl nichts wahr sein. Geht doch. Gut, ein epischer Fang war es nicht, aber doch trotzdem noch einigermaßen humanitärer, sprich normaler. Himmel hoch, Rayquaza! Ja, zum Himmel hoch mit dir. Die ganze Folge hat den einzigen Konflikt zwischen Gon und Kyogre beendet. Nö. Box 1 geschickt, cool. Rayquaza hat einem Team hinzugefügt, wenn ein Pokémon stattdessen in eine PC-Box zurückgeschickt werden soll. Ja, wir brauchen dringend Rayquaza-Freunde und deswegen, wie es hier weitergeht mit Rayquaza im Gepäck und was sonst alles auf uns zukommen wird, das erfahren wir dann wieder im nächsten Part bei Pokémon Delta Omega Robin. Bis dahin, ciao zusammen.